Samstag früh um 6:30 im oberfränkischen Münchberg. Und, alles klar bei dir? Alles klar. Udo Schwarz will eine Käsesorte herstellen, die es nur hier gibt, den Quergler. Dazu holt er Rohmilch direkt vom Euter weg bei Oliver Mehringer. Aufwendig, aber es geht um eine Herzenssache. Ja, das macht mir einfach Spaß, meiner Heimat wieder irgendwas zurückzugeben. Ich war eine Zeit lang im Ausland oder in Berlin gewohnt. Und das war mal mein Favorit gewesen, dass ich ins Wirtshaus gehe, nach dem Fahrradfahren ein Querglerbrot esse oder ein wenig Gerachets dazu. Und jetzt gibt es das nicht mehr. Und ich habe gedacht, das müssen wir wieder auf die Beine stellen. Die Milch würde sonst auf 4 Grad gekühlt an eine Molkerei gehen. Dabei sterben die Bakterien ab. Aber genau die braucht Udo Schwarz für seine Querglerproduktion. Umso mehr freut es Oliver Mehringer, dass seine Milch für diese einzigartige Spezialität zum Einsatz kommt. Ich finde es gut, dass es macht. Das muss immer wieder einer machen. Auch für die Region und so weiter. Jetzt muss Udo los, denn die Milch soll so wenig wie möglich abkühlen. Im Haus seiner Mutter hat er den Keller für sein Hobby umfunktioniert. Als erstes muss er die 60 Liter Rohmilch mit einer Milchschleuder in Rahm- und Magermilch trennen. Hygiene ist dabei oberstes Gebot. Vieles hat sich der hauptberufliche Textilveredelungstechniker selbst beigebracht und einige Misserfolge in Kauf nehmen müssen. Denn einfach sind die Quergler nicht. Sehr schwierig, würde ich sagen. Sie sind so fragil und so empfindlich. Es geht so schnell, dass sie kaputt sind oder gar nichts werden. Also ich habe schon viele weggeschmissen. Ja, also es ist wirklich nicht einfach. Ich habe auch Jahre gebraucht, bis es so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt geht es los mit der Trennung der Rohmilch in Rahm- und Magermilch. Die Milch braucht er für den Quergler. Die natürlichen Bakterien darin werden sie in ein paar Tagen im Reifeschrank stocken lassen. Dabei entstehen Molke und Quark. Über den Wirtschaftsräumen wohnt seine Mutter Gertraud. Sie hat miterlebt, wie ihr Sohn vor 16 Jahren mit der Produktion verschiedener Käsesorten angefangen hat. In den ersten 10 Jahren hatte er noch keine Reifeschränke. Deshalb roch es im ganzen Haus nach Käse. Doch die Mutter hat ihren Sohn stets unterstützt, denn sie hat früher selbst Quergler gemacht. Da haben wir alle Woche ein Säckler Quark gekriegt. Es hat 2 Mark gekostet. Und habe ich dann in Schüsseln reingetan. Und Pfeffer und Salz und Kümmel. Und dann ist entweder im Sommer in den Keller und im Winter auf den Boden gekommen. Um den Käsegenuss weiter zu kultivieren, will Udo zum ersten Mal auch Käse in einem Felsenkeller reifen lassen. Einige Laibe sollen für dieses Experiment einen Wachsmantel bekommen. Ich mache das jetzt auch zum ersten Mal. Ich hoffe, das gelingt. Bin auch sehr gespannt, was da draus wird. Aufpassen müssen, du da aus der Hand flutscht. Er muss die Laibe einige Male eintauchen, bis die Ummantelung wirklich dicht ist. Ich möchte, dass der Käse in der Umgebung der Höhle nichts von den Bakterien, die in der Höhle sind, annimmt. Ich glaube, schaut ganz gut aus. So, frachten wir mal die guten Stücke in den Käsekeller. Neben einem grobkörnigen weichen Käse mit und ohne Wachsmantel nimmt er noch einen feinkörnigen, härteren Käse mit. Dann geht es in die Altstadt von Münchberg, in der es noch einige Felsenkeller aus vergangenen Zeiten gibt. Grüß dich. Ich habe was Schönes mitgebracht, wie angekündigt. Ja, Einer gehört der Familie von Gerald Schubert. Ob das Experiment funktioniert, das weiß keiner von beiden. Ich habe noch nie Käse gemacht. Ich esse auch fast keinen Käse, muss ich sagen. Und schauen wir mal. Denkst du würdest ihn mal probieren? Ja, sicher. Ich probiere den gern mal. Wenn er mir schmeckt, esse ich ihn sogar. Udo bringt den Käse bis ans Ende des rund 30 Meter langen Felsenkellers. Dort herrschen um die 8 Grad, ganz ohne Kühlung. Es ist total klasse, dass ich die Möglichkeit habe, hier das auszuleben, was ich praktisch angefangen habe. Und das ist für mich eigentlich so die Krönung von dem Ganzen. Punkto Nachhaltigkeit oder Geschmack oder was sich einfach noch daraus ergibt.
Ungewiss ist allerdings, wie feucht der Felsenkeller in den nächsten Wochen sein wird und wie sich der Käse in diesem Klima entwickelt. Bevor er ihn sich selbst überlässt, behandelt Udo noch die Laibe ohne Wachsmantel. Jetzt wird der Käse noch geschmiert mit der Molke und Salz drin, damit der weiße Schimmel entsteht, beziehungsweise die rote Schmiere entsteht. 2 Monate soll der Käse im Felsenkeller reifen. Dann will er ihn mit Gerald Schubert und dessen Frau verkosten. Der Quergler kann schon nach 2 Wochen verzehrt werden. 190 Portionen sind es geworden, unter anderem gewürzt mit Kümmel. Eine Spezialität, die es ohne seinen Einsatz so gut wie gar nicht mehr gäbe. Für mich sind die Quergler perfekt, wenn kein Quark mehr drin ist. Das ist dieser Bereich hier. Ja, da ist noch ein bisschen hell und das jetzt wandelt sich um und das ist für mich dann das Leckerste. Das ist halt ein ganz besonderer Geschmack, den kannst du eigentlich bei keinem anderen Käse finden. Das ist schon was Spezielles. Udo hatte während der Pandemie zwar mit der Käseproduktion pausieren müssen, kaum dass er weitermacht, läuft der Absatz aber wie zuvor. Verkauf ist ein kleiner elitärer Kreis an Stammkundschaft, die ich von früher noch habe. Und ich mache das einmal im Monat, eine gewisse Anzahl. Mehr mache ich eigentlich gar nicht und eigentlich ist schon alles vorbestellt. Hannelore Stöckel ist eine seiner Kundinnen. Und, gibt's wieder Käse? Jawohl, wird aber Käse gemacht. Besonders gute? Ja, schön quarkig, so wie Schön es quarkig, am liebsten so magst. wie ich will. Wunderbar. Ja. Als Kind hat meine Mutti schon Quergel gemacht. Und dann gab es nicht mehr den richtigen Quark. Sie hat immer gesagt, das gelingt nicht mehr, das gelingt nicht mehr. Wir hatten früher in Münchberg einen Milchhof. Und wie der Milchhof geschlossen hat, gab es nur noch den Industriequark. Und dann hat es mit den Käsle nicht mehr geklappt. So, Hanne. Hast du mal was Gescheites eingepackt? Das sind feine, freilich. Na wunderbar, danke schön. Dass das schmeckt. Der andere Käse ist 2 Monate lang im Felsenkeller der Schuberts gereift. Heute wird sich zeigen, ob er genießbar ist. Das schaut super aus. Also der ist richtig klasse. Der ist etwas fester, aber der ist vom Schimmel her und so schaut er echt genial aus. Also bombastisch. Dabei galt es, einige Schwierigkeiten zu meistern. Fast jeden Tag musste er hierher kommen, um den Käse mit gesalzener Molke einzureiben. Hier ist die Luftfeuchtigkeit so groß in dem Keller. Also ich bin da bei 98, 99%. Und dann wird es einfach nichts mit den Bakterien hier. Das ist einfach zu feucht. Deswegen habe ich jetzt auch die Boxen genommen und habe die versucht runterzutrocknen. Habe dann mit Baumwolltüchern immer wegen die Feuchtigkeit rausgeholt, wenn ich sie abgeschmiert habe. Ob der Käse trotzdem schmeckt, das will er jetzt mit den Besitzern des Felsenkellers, dem Ehepaar Schubert, herausfinden. Na, servus, ihr zwei. Hey, Udo. Mei, Na? schaut aber klasse aus, dein Käse. Du. Ja. Toll. Ja, ausschaut doch nicht schlecht, aber jetzt muss er halt nur noch schmecken. Ne? Der wird schon. Also das ist jetzt so der von der Kernung her wie ein Camembert, aber dann halt trotzdem auch nicht ausgereift. Das ist dasselbe nochmal in Wachs. Also da hat sich richtig geil der Schimmel gebildet. Und das sind jetzt die 3 härteren. Der eine eben auch in Wachs. Und den habe ich jetzt mal, der ist flacher, der ist jetzt höher. Mal gucken, wie es auswirkt. Zuerst wollen die 3 den weicheren Käse probieren. Schauen wir mal, was sich da drin verbirgt. Ui, schaut gut. Ha? Zufrieden? Schon, ne? Das ist jetzt der gewaschene, ne? Ja, Das ist wesentlich härter, ne? Und schaut aber auch gut aus. ja gut, er verliert ja Feuchtigkeit. Ja, genau. Dadurch, dass Stimmt, er dass er nicht im Wachs ist, ne? nicht zu ist. Das schaut ganz anders. Sogar Gerald, der sonst Käse nicht so mag, kommt auf den Geschmack. Also mir schmeckt der mit Wachs besser, der ist ein bisschen cremiger, ne? Aber besser schmeckt mir der ohne. Bei dem, dass das eigentlich so ein fester Käse ist, das ist eigentlich die Stufe vom Bergkäse, dass der jetzt schon in so einem jungen Alter, nach 2 Monaten, trotzdem echt lecker ist. Das überrascht mich jetzt total. Danke. Nach der Verkostung wird Udo Schwarz aber alle Käselaibe aus dem Felsenkeller mitnehmen und sie unter günstigeren, kontrollierten Bedingungen reifen lassen. Jetzt lasse ich erst mal das sacken. Und dann mache ich noch ein paar Verköstigungen.
mit ein paar netten Leuten. Dann reden wir mal drüber und dann sehen wir, was es bringt. Vielleicht gibt es noch einen Keller, der nicht ganz so feucht ist. Oder ja. Und irgendwie wird noch was draus werden. Man darf gespannt sein, welche Käseexperimente der Münchberger künftig noch angeht und auftischen wird. So, ich schwenke nochmal ein.